Und weiter geht's hier bei Fire Emblem Path of Radiance. Ja, das mega lange Kapitel 17 ist vorbei und jetzt geht's weiter mit Kapitel 18 und jo, ich habe schon mal ein paar Waffen neu ausrüsten und so weiter. Gut, ich meine jetzt da bei Ike mit, Waffenlevel A, das dauert noch ein bisschen. Bei ihm leider auch, aber solange wir es noch ein bisschen ausharren. Gut, Ali hat bereits mal das meiste gegeben. Ich warte noch mit der Entwicklung, vielleicht kriegen wir dann noch 1-2 Level-Ups hin mit ihr. Ich denke vor allem halt mit purgativen Magieschild kann sie ja noch ganz gut leveln und von dem her, ja, mal schauen, wa? Wir haben einen guten alten Kevin, der soll weiterhin noch ein bisschen Bogen und so weiter trainieren, in der Hoffnung, dass er mal Level C wird, oder D zumindest. Bei ihm ist es relativ ähnlich aus, also sprich da, ja, doch eigentlich schon, wa? Boyd und Oscar sind beide ein bisschen, die halt Axt und Bogen mal, wobei halt Oscar eher der Schnellere ist für die höhere Reichweite und Boyd vor allem der mit ein bisschen mehr KP und ein bisschen, naja, barbarischer draufschlagen. So ist es weiter noch klar. Eigentlich hat nichts geändert. Da ich hinterher auf, naja, auf das höhere Waffenlevel warte, für Gewitter und so weiter. Bei Jill ist es ungefähr ähnlich. Die hat also vor allem stärkere Waffen, weil sie sonst nicht gerade so die stärkste ist, dafür gute Verteidigungswerte. Und, ja, Rittertod und so weiter. Stahlaxt mal bald trainieren. Axt- und Lanzenlevel. Bei ihr momentan sieht es ein bisschen bescheiden aus. Sind relativ wenig Bogen momentan. Gatry, der ist soll auch noch ein bisschen sein Schwertlevel, was er jetzt hat. Schwert und Lanze, na cool. Trainieren. Marcia, unsere starke Falkenritterin, die hat auch einiges am Kasten. Und auch ähnlich war mit halt Schwert und Lanze. Volker, für den habe ich jetzt theoretisch noch zwei Kapitel Zeit zum Entwickeln. Also ich denke mal, es stimmt, weil auch der Typ bezüglich Ike, dass der sich bei Kapitel 17 entwickelt hat, ja auch gestimmt. Und deswegen denke ich auch, dass bei Volker stimmt, dass der sich halt mit Kapitel 19 weiterentwickelt. Bis dann noch 2 Level. Jetzt nur damit Bonus-EP, aber geht schon. Iliana momentan nix. Ich bin da immer noch sehr, sehr stark mal schwanken bei ihr. Lady momentan auch nicht, Athenia auch nicht, auch die würde ich gerne ein bisschen zurücksetzen und eigentlich eher generell die hier trainieren, aktuell zumindest mal, wa? Das sind nicht so viele, vielleicht können noch ein paar dazu. Und deswegen, ja, muss man sagen, weiter geht's, wa? Was ich noch geguckt habe wegen Fähigkeiten, vor allem halt, wir haben hier ein paar, die noch neu zuweisen können, zum Beispiel jetzt hier, bei ihm wäre es vor allem noch I-Tier oder I-4, ne, I-Tier stimmt schon. Kennen wir vor allem noch aus anderen Fire Emblem Spielen, zum Beispiel aus Awakening. Das ist durchaus praktisch. Das Problem ist momentan, ich habe nur 2 okkulte Fähigkeiten. Denen ich halt weiterentwickelten Einheiten neue Fähigkeiten erlernen kann. Zum Beispiel hier mit Astra zum Beispiel noch. Weil ich bei ihm eigentlich sowieso mehr auf Fortuna gehen will. Sprich, geht es hier immer, würde ich sagen, von Part zu Part oder eher von Kapitel zu Kapitel. Weil ich neue Fähigkeiten zuweise und dann mal testen. Klappt es überhaupt so, wie ich es mir vorstelle. Mal schauen. Okay, da ist von mir Fähigkeiten. Ich gebe ihm bereits mal Fortuna, ich gehe das Risiko mal ein. Er hat echt hohe Trefferquoten, kann man ruhig mal machen bei ihm. Und Astra. Ja, ich kenne Astra aus Awakening, aber ich war jetzt eigentlich nicht so ein großer Fan. Ich würde mir eigentlich die okkulte Fähigkeit lieber. Aber er war schon wieder. Er war es auch nicht. Er hat zwar hier Schein, der ist natürlich auch geil. Ne, momentan nicht. Was war Boyd, war? Ne, die müssen wir jetzt noch erhöhen, die Kondition. Machen wir aber auch noch. Was glaube ich Kevin, wo ich irgendwie. Was so? Ne, nee, auch nicht. Verdammt, wer war schon wieder? Ah, genau, der war dann ganz cool. Verhindert gegen den gegnerischen Zug, wenn gegnerische Einheit erfolgreich angegriffen wurde. Das auch auf Fähigkeiten beruht? Ich weiß nicht, hey. Gut, bei ihr muss ich erst noch der andere gucken. Was Gatry sogar? Einer von denen war es noch. Der hat das Gegner halbiert. Okay. Was massiert, die auch starre. Ja, mach's mal so, ich gebe jetzt Jill mal starre. Also ich habe 2 okkulte Fähigkeiten, wenn es einfach mal die eine nicht geben kann. Falkenritter Weimann Lord, wobei natürlich jetzt, wenn es um Fähigkeiten abhängig ist, natürlich, weiß ich, eigentlich gleich mit Fähigkeiten. Das spielt jetzt keine große Rolle. Wachsen, man kann jetzt nicht groß abschätzen. Naja, ich gebe es trotzdem mal Jill. Was eigentlich sonst noch so? Und dann auch nur das war Vorteil. Ne, ich mal starre. So, ein Rest wie gesagt, schauen wir dann von Part zu Part, von Kapitel zu Kapitel, je nachdem halt.
Okay, und jetzt haben wir auch schon noch ganz kurz Infogespräche mit einem Soldaten. Was denn das? Das sind jetzt halt warten. Wenn ich so bald bin, jawohl so. Irgendwas entscheiden, oder mir halten so. Okay, Ike ist nicht gerne irgendwie der Obergeneral, man merkt schon. Ja, er macht es irgendwie nicht so gerne. Ein Problem. Dem berichten. So, erzählen, was heißt halt mit euch. Ja, bitte, was wir mal sagen können, bla bla. Aschnats Krönung mal sehen, das ist 18 Jahre her. Zum König ernannt. Leben und Besorgen Lagune für diese. Okay. Hat die Bevölkerung der Seones ausgelöscht wurde. Und von der späteren stand Beorg, artige und gemeine in den. Einer von ihnen starb. Das klingt ein bisschen sehr zufällig. Also würde mich nicht wundern, wenn dieser Aschnat dann was. Naja, halt seine Finger im Spiel hätte. Kündigen würde, okay. Ja, wo war das? Im Schlachtfeld, hier haben wir viele tapfere Krieger. Das war auch schon, dass man den ganzen Namen konnte. Okay, war also ja Krieger, als irgendwie was mit dem König zu tun gehabt und dann wurde er plötzlich zum König genannt und das wirklich. Naja. Groß damit vor, was zu tun hat. Ja, klingt doch so, sehen wir, was mit der Pace zu tun hat. Wäre irgendwie noch, naja, jetzt nicht so etwas Neues, das ist schon etwas vorgekommen. Also, was sie haben wollte. Will er sein und alles abverlangen, sieht es aus, das stimmt. Eingezogen werden. Okay, das ist seine Begründung. Mein liegt darin, dass ich keinen Bock habe, so neue ja, Einheiten anzutrainieren. Aber es hat Lacus, das ist was anderes. Aber ich hoffe eben noch, dass wir noch ein paar andere bekommen. Wir wollen helfen. Murim, naja, gut. Momentan wäre eigentlich schon eher dafür, dass wir Letja noch trainieren. So, fertig, Freunde. Es geht weiter im Text. Und so mit Kapitel 18. Ach du Scheibenkleister. Du siehst nicht so groß aus. Tor. Garen? Milord Ike, sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, der Feind sollte noch nicht gemerkt haben, wie weit wir gekommen sind. Wir werden einen Überraschungsangriff landen und sehen, dass wir die Mauer gleich im ersten Versuch einnehmen. Die große Mauer. Bitte wartet im Basislager auf uns. Gut. Es besteht kein Grund zur Sorge. Wir sind gut vorbereitet und wir haben euch als unseren Glücksbringer. Vielen Dank, aber seid vorsichtig, Milord Ike. Hey, macht euch keine Sorgen. Das mag unser erster Kampf als offizielle Armee sein, aber wir haben schon viele Mal gegen den gekämpft. Wir werden gewinnen und ich kann meinen ersten Kampf als Versnobte doch nicht verlieren, nicht wahr? Versnobte war dann schlecht. Kommt zurück, ja. Seid bereit? Dann los! Warte Moment, Milord Ike, da am Himmel, da kommt jemand. Wer denn? Die neue Pegasus-Einheit? Ike, schau, wir kommen gerade im richtigen Augenblick. Ich mache gerade bereit für den ersten Kampf als Armee von Crimea. Ihr habt die Geschwister von Clan Seones nach Phoenix zurückgebracht. So war es vorgesehen, aber jemand hat darauf bestanden, dass wir euch folgen sollen. Unvernünftigerweise, wie ich zufügen möchte. Ihr habt uns mit Höflichkeit behandelt, Beorg. Wir müssen ebenfalls so handeln. Nicht wahr, Lien? Ihr sagtet, euer Name sei Ike? Ja, das ist korrekt. Ihr habt mir und meiner Schwester in schweren Zeiten der Gefahr geholfen. Wir vom Stamm der Seones rechnen Hilfsbereitschaft hoch an. Wir müssen unsere Schulden euch zurückzahlen. Nö, das ist nicht nötig. Wir praktizieren die Galdra-Magie. Wir können nicht kämpfen, aber wir können die Stärke des Verbündeten innervieren.
Sind wir doch reisen. Wenn ihr noch erinnert, was ihr uns getan habt. Toll, was wenn ich jetzt ablehne? Klar. Nicht an ihrer Seite bleiben. Lien versteht meine Beweggründe. Na so ist willkommen im Team. Ich danke euch. Ich lobe bei der Ehre meines Clans, dass ich alles tun werde, um euch zu unterstützen. Dann ist es abgemacht. Auch ich werde helfen. Janov. Hier bin ich, Eure Majestät. Du schließt die Armee von Creamer und beschützt Raisin. Und das ist nur mehr. Du auch, Ashuga. Verstanden? Natürlich. Psst. Tiban, das ist zu großzügig. Das kann ich nicht annehmen. Mein Vater. Wieso nicht dieser Tiban? Der war verdammt stark. Mano. Ich nehme auf den Mord. Euer Anwender das Band des Vertrauens zwischen euch und den Clans des Falken und Reiher geschaffen. Wenn ihr mal Notlage findet, könnt ihr auf meine Hilfe zählen. Egal was passiert, ich werde euch zur Hilfe kommen. Okay, die gehen. Wir haben 3 neue dabei. Cool. Wir haben einen starken Verbündeten gefunden. Dort, wo wir nie einen vermutet hätten. Ja, Beorg und Lacus. Der Stamm der Raubtiere und der Stamm der Vögel. Zwischen uns gibt es keine Unterschiede. Geht es eigentlich gut? Ich meine, Raubtiere, Vögel, in einer Gruppe? Naja, weiß ich nicht. Alle Mann, vorwärts, Marsch! Geil, Mann, dann sind wir die also dabei. Ist doch nice, Mann. Was ist Tani? Was machen die hier? Falken Level 10 mit einem Donnerschwert. Alter, hat der viel Waffenlevel. Au, das ist doch gemein. Hä, wie funktioniert denn das? Können zwar Stärken gerufen werden. Okay, greifen die gleichzeitig an oder was? Ich muss mal kurz vergleichen. Wo haben wir jetzt die gute? Hallo, bist du? Da ist Massier raus. Egal, erstmal hier Janov und dann den Typen. Naja, so Trefferquote, die Fähigkeit auszuweichen. Ist sicher alles schon gut, aber bin ich jetzt beide nicht jetzt so der Bringer. Racen hingegen schon. Warten wir alles. Alter! Gesang. Wir verbinden einen weiteren Zug. Geil! Stell die Kabel nach der Einheiten wieder her. Noch geiler. Kann durchaus was sein, wa? Resistenz 20. Alter. Okay, dafür wenig Verteidigung. Scheinkleister. Ich muss mal gucken, wa? Wir können natürlich auch mal testen mit ihm. Müssen wir mal anders machen. Fulka, wenn wir keinen dabei haben. Okay, kann nachher Tanif raus. Erst muss ich gucken. Massia. Ich sehe die Werte direkt hier, wa? Naja, Kabel fast gleich. Ich habe viel mehr Stärkung, hier brauche ich sowieso nicht. Und gut, Tanif hat mehr Glück. Ich könnte theoretisch 2 Falkenritter haben, wa? Statt Chill, aber nee. Nee. Ist nett von dir, Tanif, dass du da mitkommen willst, aber ich verzichte. Wobei, jetzt fällt trotzdem noch einer, Scheinkleister. Kommt er doch mit. Naja, wieso nicht? Könnte ganz lustig werden. Kader mal gucken. Sonst haben wir alle dabei, war. Volker ist jetzt auch mit von der Partie. Ja, hier vorne, gut. Der Blitz drauf, okay, kein Problem. Ein Weißer mit Tornado. Hohe Stärke. Was hohe Stärke? Kraft 6 steht da. Finde ich gerade sehr viel. Wollt mir verarschen? Was macht denn der jetzt plötzlich hier? Oh, alter Schienen. Du alter Saftsack, hey. Ach du Scheibenkleister, Blizzard auch noch. Man kann es klauen, wa? Also natürlich das mit großer Reichweite noch. Oh, das ist ja auch alter Scheibenkleister. Ja, Laguslands ist klar. Raider tot, ich glaub's auch. Also einfach wird's nicht, Leute. Schienen, wo bist du? Und vor allem, was machst du, Arsch, eigentlich hier? Meine Fresse, da ist er ja. Scharfschütz mit Kriegerbogen. Ja, also glaube, mit Ike anquatschen bringt da nicht sehr viel. Es würde mich überraschen, wenn Ike ihn da überreden könnte.
Factory vielleicht? Moment mal. Moment! Ich sollte hier ein bisschen strategischer denken. Dann nehme ich doch Tanif raus. Und zwar für Rolf, weil ich habe das Gefühl, dass Rolf mit ihm quatschen könnte. Also ich denke eher halt Ike und Gatchery, aber Rolf kann auch noch sein. Ja, machen wir das so. Mal immer ganz kurz, bin ich jetzt gerade komplett blöd. Tanif hat den Donnerschwert, wa? Ich mag ich nutze, genau. Gut, wird bei ihr eigentlich noch viel bringen. Jetzt hat er weniger Magie. Ein Schwertkampf nutzt relativ viel Magie, ich glaube nicht, wa? Als ob sie noch ein Schwert nutzen könnte. Ja, noch relativ viel. So gesehen, aber ich glaube, das ist ja... Oh gut, Stufe B kann dann getragen, wa? Nee, für später, wenn schon. Okay, Leute, muss sagen, er will irgendwie los, wa? Zum Angriff! Der schon wieder. Die Armee von Creamy Ice Tea. Es wird Zeit, unseren Plan in Tat umzusetzen. Der größte Teil des Heeres von Killboss wird oberhalb des westlichen Gipfels warten. Einige wenige Einheiten werden hier warten, mit ihr zusammenarbeiten. Stimmt das so? Ja. Was denkst du, Majestät, eigentlich? Warum verbindet sich das Heer von dem mit einer hinterwäldlerischen Nation von Halbmenschen? Ich weiß nicht. Wir werden die überlegenen Gedanken des Königs niemals verstehen können. Alles, was uns übrig bleibt, ist die Aufgabe, die uns durch seine Majestät gestellt wurde, zu erfüllen. Das ist alles. Ja, natürlich. Die Armee von Creamy hat keine Ahnung, dass wir in jedem ihrer Städte kennen. Bah, was für ein Gewürm. Ich glaube, diese Gruppe untrainierter Wegelager, wie sie sind. Mir ist egal, wie talentiert er ist. Der Commander ist nichts als ein junger Söldner, der unter Größenwahn leidet. Also ja, Krieg ist... mit ihnen... Diese Wow, Alter. Fantastische Idee. Ja, du mich auch. So, schienen noch irgendwelche Kommentare? Noch genau... Wird sie verbeugen? Ja, Sire, das neue Rekrut, der ist toll dabei ist. Kann man eine Feder gehen, wie du kannst. Leer vor erinnert. Ja, Sire. Schienen. Mach keine Scheiße, ja? Oh Mann, ey. Spielerzug. Neuer Gesang, zweiter Schritt. Jo, dankeschön. Muss mal gucken, wie weit die kommen. Die nur Stahllanzen, war. Ne, mehr oder weniger. Bis die hier sind, dauert es ein bisschen, also kann ich schon mal nach vorne gehen und jo, sie mal nett begrüßen, wa? Ein bisschen zoomen, nicht schlecht. Okay. Ein Soldat mit einer Stahllanze. Ich kriege euch alle. Aber ich glaube, jetzt selig. Die Frage ist, wen schicke ich da vor? Axtlevel trainieren? Jo, wieso eigentlich nicht? Eine Stahlaxt. So, nehmen wir das mal. Dann kommt Get und Dolano nach vorne. Ich bezweifle, dass sie ihn angreifen. Macht sowieso keinen Damage. So, folgt aber nach vorne. Dann, naja, ich würde sagen, Stella und Zoe können die abfangen. Kevin kann das auch. Das ist sowieso relativ schnell, bis er dort ist. Naja, dann wird noch mehr kommen. Ich weiß momentan nur 3, also. So, geht auch nach vorne. So, und ihr seid dann mal hier. Bin mal gespannt. Raisin, was hast du denn eigentlich so drauf? Jo, weißt du gefallen, geil. So, Ike hinterher und jo, der Rest kommt auch mal langsam, die müssen sich nicht beeilen. Der Rest dann oben kommt noch früh genug. Kommt da irgendwie einer ganz doof durch, naja, was auch immer durch. Dem scheiß Gewitter war.
Moment mal, das Donner hat zwar relativ viel Power drauf, aber halt gegen Drachen. Das heißt, ich könnte ihn ja theoretisch schon mal... Dann nochmal Blizzard hier. Da ist Wind, den ich treffe nicht am Arsch. Schon mal Massier dahin, war. Soll er sie angreifen? Mit Eisenschwert, das passen, weicht sie gut aus, jo. Der gegnerische Zug, lalala. Der greift euch Gatry an. Einen fetten General angreifen, wie doof bist du eigentlich? Oh nein, verschub mich! So, da kommen sie langsam. Hey, wieso greift nicht an? Hallo? Und Jill fühlt sich ein bisschen vernachlässigt. Naja, kann nichts machen. Der kann bis dahin. Alter, was für Flanken hier. So, jetzt gefällt mir der kleine Jill langsam. Nein, vergib mir! Lang lebe den! Vergiss es. So, sind wir schon nach vorne. Jetzt kommen natürlich auch die Typen noch. Die sind ein bisschen zu nahe bereits. Obwohl, der geht eigentlich noch. Trotzdem direkten Angriff, kein Bock drauf. So, bringen wir uns in Sicherheit. Schon mal besser. Jetzt, ich mache das ein bisschen mit Gatry. Wer kommt eigentlich her? Racen. Ah, okay. Ich sollte mir Bewegungsradius geben, war? 1, 2, 3, 4, 5. Wenn man dafür weg ist. So, Volker, du machst mal den platt. Dolch. 1250. Scheibenkleid sind wir zu stark. Naja. Seht ihr wie. Autsch! Bams. Die Musik, ey. Ich bin Gatry, Mann. Was willst du, Kleiner? Willst du sterben? Kein Problem. Ich mach dich platt. Ja, wieso nicht? Also so ein kleines Schwert. Hey, aber! Bis er nicht ausweicht. So, jetzt kann ich theoretisch nochmal angreifen lassen, aber gegen den macht er, glaube ich, nicht so einen guten Einstand. Ike, wa? Hat auch ein höheres Schwertlevel. Er zwar auch. Rolf will momentan nicht trainieren, der ist mehr wegen dem anderen Arsch hier, also dem her. Ein Lord erhebt sich zum Kampf. Ganz billig so, pf, weg mit dir. Pf. Sehr schön, okay, Waze, nochmal ganz kurz. Verarschen? Hä? Hier kann es nicht singen. Wieso denn das? Was ist der Höhe oder wie? I'm singing for you. Cool. Oh man, so kann man es natürlich auch trainieren, wa? So, da kam keiner ran. Okay, passt. Dann die bleiben. Wobei, Zone. Kann noch ein bisschen weiter. Die bleiben hier, kommen nicht schnell genug nach. Beut nach vorne. So, Schwertmeister sowieso. Rolf vorsichtig hinterher. Und alle darf ein bisschen heilen. Unseren Meisterdieben wohlgemerkt. Und ja. Ne, muss eigentlich ein bisschen Purgativ und vor allem Magieschild machen. Purgativ, da weiß ich eben nicht, ob Purgativ, das ist immer unterschiedlich. Teilweise ist Purgativ in Spielen, also in Fire Emblem Spielen selten, manchmal ist es auch eher
Kann man es auch später noch kaufen und so weiter. Naja. Wir kommen. Aber nicht in Frieden. Jo, wir kommen immer noch. Ja, ich weiß, wir sehen's. Also, wo zum Henker war der Gewitterfuzzi? Der war hier. Dann mal gucken, Leute. Wer kommt da alles ran? Das war wieder mal klar. Irgendwie nur ein bisschen effektiver, ist auch nicht schlecht, war. Dich hol ich runter, Kumpel! Und zwar mit einem Critical Hit. Das gibt den blauen Fleck. Nur 17 Erfahrungspunkte. Naja. Ja, Mann, endlich mal! Wenn mal lang genug gedauert. Level 10, je. So, jetzt noch Feuer auf Level 10, bin langsam zufrieden. Naja, es dauert lange, wir wissen es, aber was soll's. Okay, Leute, das weiter geht hier bei Fire Emblem Power of Radiance in dem nächsten Part wieder. Und, oh, Moment mal ganz kurz, wir machen noch. Kommst du eigentlich dahinter, Kevin? Ja, wenn du... wobei, du hast einen Bogen, wa? Ja, okay, komm, die machen wir ganz schnell. Geht auch nicht lange. Daneben! Alter! Der Sound passt überhaupt nicht zur Schlacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, vor allem in den nachher und natürlich auch mit dem schwarzen Ritter. Aber klar, wenn es zum Kampf kommt, sind wir eben noch zu schwach. Vermute ich zumindest mal. Oh. Naja. Ja, versuch's trotzdem. Bist du trotzdem noch so schwach? Ich meine, klar, es kriegt doppelte Erfahrungspunkte, aber trotzdem. Also in doppelten Erfahrungspunkten. Ich habe mal ganz kurz zurück, weil wir haben ja unseren Joker, wir haben unseren Raisin. Ich glaube, wir lassen momentan im Team. Der ist aktuell so stark drauf und alles. Geil, dann irgendwie einen Offensiv-Lagus halt für Ulf und dann hätte ich, glaube ich, schon mal ein Endteam zusammen. Gut, Steelers Position können wir noch gucken, ob wir die noch irgendwie ändern, aber ansonsten. Der Rest passt doch. Schon viel besser, Leute. Und ich denke auch, Stella kriegt im nächsten Part dann ihr Level up und damit natürlich auch die Entwicklung. Geil. Okay, wie sonst weitergehen wird, hier bei Fire Emblem Power of Radiance sind wir dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss.